Es ist Zeit für ein Duell zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Und wie könnte es anders sein? Natürlich im Solo-Modus. Denn in der letzten Folge haben wir die Gladiator-Ungeheuer Arena erobert. Das war so richtig geil, hat richtig Spaß gemacht. Und ich würde sogar sagen, wenn ich noch ein bisschen im Flow drin bin, machen wir direkt weiter. Wir haben hier unten so noch das Ziel und Duell. Aber ja, ich glaube, mache erstmal noch das Duell hier. Und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen, wa? Es ist gut möglich, dass die Karten, die du brauchst, auf der Hand deines Gegners landen, durch die Feuerformation Tensu oder Gladiatorenprüfstand. Ergreife Gegenmaßnahmen, indem du die Offensive deines Gegners durch das Blatt erahnst, das er auf der Hand hat. Der Zodiac Drachzack, nicht Dreizack, sondern Drachzack, ist auch ein Monster, auf das du aufpassen musst. Es hat einen Effekt, der offene Karten zerstört, selbst wenn der Gegner dran ist. Das klingt scheiße. So, ich zock mit diesem Deck hier. Viele Stardinger, okay. Die hoffentlich gut mit den Gladiatorengeheuern funktionieren. Gladiatorengeheuer Augustus. Augustus Schmerzus. Was hat denn der G... Ah, ne, warte mal. Ah, ne, da ist ja... Was? Ah, mein Deck, doch Quatsch. So, Deck des Gegners bestätigen. Was hat denn er Schönes? Wie bereits erwähnt, Zodiac-Dinger. Okay, das ist jetzt irgendwie ein Master-Gladiatoren-Duell. Ich bin gespannt. In meinem Deck kommt auch an drin, aber jetzt momentan keinen Bock drauf. Ihr wisst warum. Wir haben zwar mittlerweile ein paar Karten gekauft und so, aber noch nicht richtig Zeit gehabt, mich da durchzuwurscheln. Will ich eher noch ein bisschen mehr machen nach Gladiatoren. Also richtige Structure-Decks aufbauen für mich selber und so. Auch mal noch ein Götter-Deck oder ein Kristallungeheuer-Deck und so. Also da ist noch einiges im Petto. So, Freunde. Dann Eid der Starbrigade, Revolt der Starbrigade, Gladiatorungeheuer. Den kann ich eh nicht rufen. Aber den kann ich rufen. Laquari. Die Frage ist, will ich ihn überhaupt rufen? Was? Wer da ein Link-Monster du kontrollierst? Ja, super, dankeschön. Okay, warte mal. Jetzt mal die beiden Karten verdeckt. Und rufen mal Laquiris. Oder? Lakiris. Den Namen gerade nicht. Lakari bloß. Entschuldigung, Verzeihung. Ciao. Rivalisierende Gladiatorengeheuer. Pass auf mich auf, schwarzer Magier. Was braucht der jetzt? Okay. Na dann, mein Zug. Sieht nach einem Plan aus, würde man sagen. Ja, ruf mal ihn hier, wa? Da können wir auch schon loslegen. Friedhof finden, Spezialbeschwörungen und ihre Effekte. Das Effekt aufgelöst durch eine Starbrigade und Sinkbeschwörung. Was hat man da momentan eigentlich so für Monster im Deck? Mal ganz blöd gefragt. Gladiatorungeheuer. Esedari? Toll, keinen geilen Effekt. Gladiatorungeheuer Monster. Dafür schon mal Link-Monster. Klingt dann noch geil vom Effekt her. Ja, komm, warum nicht? Komm, machen wir Link-Beschwörung. Statt Fusion wird gelinkt. Die Linke G. Sehr schön. Bams. So. Wir kriegen Gefühl, dass Ungeheuer kontrollierst. Abwarten. Lieber noch nicht irgendwie die Karten schon nutzen und erstmal gucken, was der Gegner macht. Weil ich weiß nicht, was er noch für Effekte hat oder so.
Okay, schon besser. Jetzt kann ich, wenn ich den nutze, dann Friedhof. Wäre eine Option. Oder eben ich nutze schon mal Revolte der Stahlbrigade. Das ist halt die Frage. Habe ich irgendwie Starmonster? Ah, doch. Ja gut, aber ich muss 2 Stahlbrigade-Monster für nutzen. Ah ne, für die nicht. Ja komm. No risk, no fun. Ne, die noch nicht. So, Freunde. Ja, jetzt muss halt irgendwie die hier nehmen. Wenn du Armee fährst, du kannst dann deine Hand beschwören, du kannst den Rest des Spielzugs Monster als Linkmaterial verwenden, außer die hier als Karte auf den Friedhof gelegt wird. Du kannst eine Karte ziehen, die kann in der Hand unter das Deck, du kannst ihn vielleicht an einem paar Spielzug verwenden. Klingt trotzdem geil. So. Freunde, nächste Linkbeschwörung und es wird Kreuz gelinkt. Heißt wiederum, ich könnte auch wieder Linkmonster hier und hier nutzen. Gleich. Genau deswegen. Warte mal. Diese Karte bringen zur Schadensberechnung. Diese Karte kann durch den Kampf nicht zerstört werden. Ja, eben, sie kann nicht zerstört werden, es brauche gar kein anderes Monster rufen. Weil, ein Typ, als speziell schon eine Hand oder einen Friedhof. Ja, für Hand brauche ich eh nicht. Friedhof wäre eine Option, aber wozu? Was haben wir eigentlich jetzt für Monster? Ich habe ein geflügeltes Ungeheuer und ein Ungeheuer. Ich bräuchte noch einen Ungeheuer Krieger. Wie sieht es mit dieser Karte hier aus? Kontrollieren das Ziel für Karteneffekte wählen, also in der Bettphase. Ja, irgendwie, warte mal. Habe ich einen Ungeheuer Krieger überhaupt? Warte mal. Ungeheuer und Krieger, geflügeltes Ungeheuer. Da doch Ungeheuer habe ich, geflügeltes Ungeheuer, fehlt noch Ungeheuer Krieger. Ich habe einfach noch einen Ungeheuer Krieger. Der hier. Okay. Einfach mal testen, Freunde. Mach mal hier. So, neben da kann ich jetzt so auch nichts machen. Doch, jetzt geht's, okay, eben. Jetzt kann wieder sein Effekt zum Zuge. Gut, dann wiederum. Ich nehme in Phase 2. Einen zurück ins Deck schicken. Ja, müsste ein ungeheuer Krieger sein, wa? Im Idealfall. Jetzt der Spezialbeschwörung. Das Effekt dann durch die Karte und hier wird ins Deck gemischt, wenn das gerade Spiel verlässt. Ja, warum eigentlich nicht? Da bringen wir noch eine bessere Wahl. Ein geflügeltes Ungeheuer. Ist eigentlich auch nicht verkehrt generell. Stufennamen werden gleich. Ja, wozu? Nee, komm, ich nehme den. Ne, hätte gerne weiter auf dem Feld. Jetzt könnte ich theoretisch, wie es aussieht, nochmal Fusion beschwören.
Kann über kontrolliertes Deck mischt. Mhm. Tja, wäre jetzt so eine Idee, oder machen wir irgendwie nochmal mit Link-Monster? Versuchspanther wäre auch eine Idee. Strabigade. Ja, also Gegner Schnelleffekt, du kannst Ungeheuer. Schwören, niedriger Schütze an der Hand oder einen Friedhof schwören. Dann kannst du Monster Gegner und kommt lebenswendig. Klingt auch cool. Falls die Karte speziell verloren wird. Mhm. Kann man das Spielfeld verbannen. Ja, haben wir auch 2 Plus-Monster. Nee, komm. So, wie sieht es eigentlich mit dieser Karte hier aus, Nee, was ist der hier? Falls du mindestens sie ein ungeheuer Krieg und geflügeltes Ungeheuermonster kontrollierst, du kannst die Karte an den Friedhof verbannen. Ich habe hier ein geflügeltes Ungeheuer. Ein Ungeheuer Krieger. Warum geht es der nicht? Nicht der hier. Ungeheuer Krieger, ungeflügeltes Ungeheuermonster kontrollierst. Das geflügeltes Ungeheuer Krieger. Also seht jetzt nicht, warum ich die Karte nicht nutzen kann. Oder ich etwas überlesen. Na komm, scheiß drauf. Das ist noch eine Frage nach einer Link-Beschwörung, weil ich jetzt sowieso noch nicht viel machen kann. Ich habe 4 Dinger. 2 plus. Wäre eigentlich schon geil. Warte mal. Er hat zwar L4. Aha. 2 plus. Ich kann die L miteinander kombinieren. Ja, komm. Jo. Dann klappt sie wieder. Und erneut Link-Beschwörung. So. Ja, eigentlich beide. So. Es wird gelinkt und gekettet. Danke. Wenn du zurücklegen möchtest. Diese Karten. Ja, komm. So, und wir können nochmal Link beschwören. Ne, mach jetzt nicht, aber genug gelinkt. Ich hab den Gegner genug gelinkt. Das ist doch wahr, oder? Wir müssen ja nicht mehr so übertreiben. Ach, natürlich noch so eine Karte. Nee. 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 Oh, wie war der Effekt schon wieder? Ja, den kann man eigentlich noch aktivieren. So, Freunde, läuft doch ganz gut mit unseren gelinkten Gladiatorengeheuern. Zurückweise Gladiatoren, ne? Die kommen bekannt vor. Der die nicht gerade auch gehabt?
Der Effekt klingt doch nice. So. Kommt natürlich noch weiter, Link beschwören, aber irgendwann muss auch mal gut sein. Und ich muss angreifen, Freunde. Oh yeah. Spüre die Macht der Gladiatorungeheuer. Ich kann zwar 2 neue rufen. Die Frage ist eher, wozu soll ich die rufen? Gute Frage. Nächste Frage. Ja, komm. Den Speed reinbringen, Freunde. Den war gerade nicht. Moment. Der wäre jetzt schlecht und den rufe ich auch noch, komm. Wobei aufgepasst, kann ich den Effekt nicht mehr nutzen, wa? Was will ich alles nutzen? Da kann ich den Schild verbannen, brauche ich nicht. Mach erstmal den hier. Dann mache ich den hier. Ketten-Action und den lasse ich mal. Aus deinem Deck beschwören willst. Ein bisschen mehr Verteidigung. Ne, komm, wir machen hier Rambazamba. Der wird ein bisschen schwieriger. Dann rufen wir den ja, komm. Gibt ein bisschen mehr Boost. So, ne, danke. So, können wir noch ein bisschen kreuzlinken, wa? Haben wir hier schönes Laquiri und 2 Gladiatormonster. Das klingt geil. Freunde, it's Fusion Action! Ja, was soll ich damit? Ja, kann auch mal eins rufen, komm. Ich ruf mal den hier. Und wir können den Effekt nochmal nutzen. Der Gegner hat sowas von keine Chance, ganz ehrlich. So. Muss ich aufpassen, sonst kann ich nämlich seine Effekte nicht mehr nutzen, falls der Gegner was machen sollte, was mir nicht so gefällt. Hä? Bisschen Schwein hat er schon. Aha. Wir natürlich auch noch nutzen. Kettenpower, Freunde, Alter. Die Decks mit dem Gladiatorungeheuer sind erstens so stark und zweitens machen die so Bock. Man glaubt's kaum. Na, komm, ich schmeiß den mal weg. Ganz ehrlich, Freunde, was soll der Gegner noch tun? Was soll er noch tun? Weinen soll er. Weinen soll er. So, erstmal ein neues Monster rufen. Ich wähle mal ihn, Chucky Lucky. Wähle seinen Effekt. Schmeiß den Gegner weg. Könnt noch viel mehr machen, aber kein Bock mehr drauf. Dann greif an und beende das Duell. Ich kann mir nur wiederholen, Gladiatorungeheuer machen einfach Bock. Und sind total overpowered. Also, ja, so natürlich schon. Nein, sie machen Bock. Kann ich anders sagen. Geschafft, Freunde. Sehr schön.
und dann dieses Szenario hier beenden. Die Gladiatorengeheuer zeigten verschiedene Wettkämpfe, als reagierten sie auf die Stimmen unsichtbarer Zuschauer. Einzelkampf, Truppkämpfe, Belagerungen, Seeschlachten. Und auf dem Höhepunkt des Jubels wurde das Siegel, das die tapfersten Gladiatorengeheuer band, gebrochen. Im Nahkampf der Truppkämpfe waren das die Gladiatorengeheuer, die auf ihre eisernen Körper stolz waren. Bei den großen Belagerungen taten sich die fliegenden Gladiatorengeheuer im Sturmangriff hervor. Bei den Seeschlachten im Kolosseum zogen die Gladiatorengeheuer in Fisch- und Seeschlangengestalt ihre Beute hinab ins dunkle Wasser. Und die Waffen, die sie benutzt hatten, wie Kampfwaffen und Streitwagen, wurden wiederbelebt und waren tödlich wie eh und je. Das Kolosseum erlangte seinen Ruhm zurück durch die tapferen Heldentaten der Gladiatorengeheuer. Als die Inbrunst ihrer Kämpfe einen epischen Höhepunkt erreichte, wurden die Tore des Kolosseums geöffnet und ihr furchterregender tödlicher Marsch begann. Ende. Durchaus interessant. Gebrüder Gladiatorengeheuer. Das Deck ist mit dem Gladiatorengeheuer Monstern Kämpfe gewinnen soll. Du kannst du überleben, kannst du Duell ausrüsten, Zauberkarten ausrüsten oder Fusionsmonster schwören, etc. etc. Schon eine geile Sache. Nö. Noch nicht zurückkehren. Tja, Freunde, wie man sieht, wir haben ein paar Kugeln gesammelt. Wir können hier mitunter einiges machen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir hier das Portal auch noch nicht geöffnet. Doch, aber sind noch nicht weitergegangen, okay. Oder nicht weitergekommen, eins von beiden. Die Pyroxenkrieger, hier können wir das Tor jetzt öffnen angeblich. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Versuchen zumindest mal ein Duell, würden ansonsten aber uns noch auf die Ursprünge der Karakuri studieren. Das verspricht Spannung zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao zusammen.